Tja, Freunde, da sind wir wieder zurück in Piazza Delfino, nachdem wir in letzter Folge Bowser besiegt haben auf Chrono Mountain. Ja, war doch eher irgendwie der große Endboss, sag ich jetzt mal, weil Endbösewicht, naja, stimmt so jetzt auch nicht so ganz. Andererseits, ja, mein richtig fertig ist das Spiel noch nicht. Es gibt noch ein paar Dinge zu tun. Und zwar in erster Linie noch die Insignien komplettieren, wenn wir am Schluss wirklich 120 am Schluss haben. Und sehr viel davon kriegen wir noch durch blaue Münzen. Und darum kümmern wir uns jetzt um die restlichen blauen Münzen. Und zwar in, nicht Piazza Delfino, nee, sondern in Monte Bianco und Podoro. Hier fehlen mitunter noch ein paar. Und ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir erstmal hier los. Denn hier fehlen uns noch um die 10 Stück. Ja, da ist jetzt halt die Frage, wo zum Henker gehen wir hin, um hier noch die letzten blauen Münzen zu organisieren. Ich hoffe, ich habe alle erwischt. Es kann aber sein, dass mir mitunter noch ein paar fehlen, gemäß meiner Liste. So, ich gehe direkt mal hier hin. Während hier Yoshi vielleicht braucht... Doch, wir brauchen Yoshi noch, aber später, weil ich muss sowieso erstmal auf die andere Seite der Karte. Ja, es gibt hier noch ein paar Münzen zu organisieren. Mitunter sind die echt fies versteckt. Und darum wollen wir uns jetzt erst einmal kümmern. Jetzt bin ich mir überlegen, habe ich hier irgendwie... Okay, da ist die Raketedüse. Sehr gut, habe ich irgendwo auch andere Düsen noch zur Hand. Ja, die andere war ja ein bisschen doofer verteilt von dem her. Okay. Erstmal die Raketendüse organisieren. Okay. Wir gehen trotzdem erst einmal darüber. Und zwar, wenn man sogar sagen will, bis ganz nach oben. Dort, wo wir mal einen Endboss-Plug gemacht haben, sprich Mutant Piranha oder wie der Typ schon da hieß. Und da oben geht's dann richtig geil ab. Okay, da unten hätten wir das Ding. Da kann ich vielleicht sogar noch irgendwie so direkt hin. Aber erst einmal ganz fies versteckt. Hier, Wasser drauf spritzen. Ja, wie man auf die Idee kommen sollte, so eine blaue Münze zu holen, ich habe keinen Plan. Offenbar gibt es Leute, die sich dann irgendwie denken, ja, da ist kein Problem, da denke ich einfach mal dran, irgendwo ein bisschen raufzuspritzen. Ah, da ist eine blaue Münze, sehr gut. Also, weiß ja auch nicht. Gut, das hier ist eine Münze, die kann man irgendwie schon ab Kapitel 1 sich holen, aber ganz ehrlich, ab Kapitel 1 haben wir noch andere Sorgen. Wie zum Beispiel das. Ja. Das hat ja super funktioniert. Sagt, das hat super funktioniert. Ja, da wollte wieder mal zu viel, okay. Aber eine haben wir ja schon, das ist ja erstmal genug. Nein, jetzt schon wieder. Wie geht denn neue? So, wage ich das, denke ich mal, von meiner Liste ab, dass wir das eine schon gemacht haben. So. Und zwar so ein Viech. Warum, dass die irgendwie, naja, so eine Münze geben, ich habe keinen Plan, aber Hauptsache es funktioniert, nicht wahr? Also, dann ist es, glaube ich, hier drüben schon mal alles. Jetzt muss ich erst mal ganz kurz hier runter. Denn dort im Wasser ist noch eine. Ja, da haben wir noch mal eine.
Genau, aber die Chat-Düse wäre jetzt doch nicht so schlecht, weil... Ja, wäre glaube ich doch noch ganz hilfreich. Aber leider klappt es nicht so, wie ich es gerne hätte. Vielleicht auch, wenn man der Typ gleich hilft. Das lief gerade ein bisschen creepy. Wir können zwar auch nochmal in die Höhle reingehen. Offenbar geht das jetzt auch noch irgendwie, aber naja, wollen wir gar nicht. So. So geht es schon wesentlich schneller voran. Jetzt mal noch ganz kurz darüber. Jetzt muss man ganz kurz gucken, wie ich jetzt da hochkomme. Ah, warte mal, du bist auch so einer. Nein. Nein, das war leider nicht so einer. Also schon, aber nicht die Art, die ich jetzt gerne gehabt hätte. So, da haben wir noch so ein paar Typen. Ja. Ernsthaft? Oh Mann. Das läuft ja richtig. Autsch. Richtig Autsch läuft das. Automatico. So. Was zum... Ah, der Quatschen wieder. Ja, manchmal will es einfach nicht klappen. Solche Tage gibt's leider. So. Jetzt springen, Mario. Springen. Und... Springen. Oh mein Gott. So. Dann hätten wir das auch. Aua. Wobei da wäre gar nicht mal so schlecht gewesen, weil ich brauche die rote Düse jetzt. Bei andererseits, ja. Na komm. Machen wir es doch einfach so. So, wenn erst müssen wir ein bisschen höher rauf. Und zwar... Ein bisschen sehr hoch. Warte mal erstmal gucken. War nämlich auch noch die Raketendüse. Das ist eigentlich echt ganz fies, das sieht man irgendwie gar nicht. Und zwar erstmal ist oben noch ein blauer Vogel. Ja, das auch. Wir müssen dann ganz kurz nass spritzen. Aber warten mal, bis er kommt. So. Jetzt da unten noch eine und da vorne, man sieht es ganz knapp, da vorne ist noch eine. Ich weiß gar nicht, ob jetzt hier die Raketendüse sinnvoll ist. Ah, wir gucken mal. Genau, und zwar genau dahin. Doch, ich glaube, ich müsste... Von hier aus bloß springen müsste, glaube ich, reichen. Jo! Perfekt, Mann. Ja, und zwei weitere Münzen, die gibt es dort, wo wir... Ist auch schon eine Weile her, haben wir dort oben doch auch mal den Piranha-Typen noch einmal besiegt. Weil das Gefühl hat, wir müssen nach einer gewissen Zeit wieder zurückkehren. Ja, ja, manchmal haben diese Typen einfach seltsame Gefühle. So. Jetzt nehme ich jetzt aber besser die Schwebedüse statt die Rakete.
Die ist ein bisschen sauer, aber ich glaube, sie wirft uns noch. Wäre nicht schlecht, eine Werferin zu haben. Wenn sie es irgendwie falsch macht, doch. Wobei, muss er besser zielen. Ja, so klappt's. Besser lenken. Kein Problem. Alles klar. Jetzt ist doch wieder die falsche Düse. Mann! Egal. Und zwar erstmal da drüben. Die andere holen. Wow. So. Hier Zwischenstopps machen. Und zwar, warum auch immer, hat sie auch eine blaue Münze. Und wir kommen dann auf die Idee. Und ja, dort oben auf diesen 3 Plattformen. Man sieht es jetzt, doch jetzt sieht man es. Da oben jetzt auch eine. Aber erstmal fliege ich aus der Welt raus. Egal, blaue Münze beim gespeichert, das passt, ja. Tut bloß ein bisschen weh. So, müssen nochmal Kapitel 8 rein. Weil hier gibt es noch mindestens 2 blaue Münzen zu holen. Zum einen eben die ich bereits erwähnt und gezeigt habe. So gut, wenn ich gerade am Anfang bin, weil ich wusste gar nicht mehr, was Yoshi braucht. Okay, eine Banane. Yoshi hätte gern Bananas in Pyjamas für den Yoshi. So. Und die zweite blaue Münze, die schwebt direkt vor uns. Ein blauer Schmetterling. Aber genau dafür brauchen wir eben Yoshi. Weil er muss die snacken. Warum auch immer das nur so funktioniert. Wow, geil. Jo, wenn das nochmal gezeigt, das war ja das noch vom einen Strandlevel. Wo es mal darum ging, wegen den 100 Münzen. Wie man eventuell noch ein paar holen könnte. Ja, wenn man so einen seltsamen Dreh drauf hat. Egal. Eine blaue Münze. Das Problem ist, ich bin mir ziemlich sicher, es fehlen noch mehr. Ja, es sind noch 2, super. Also, eben die eine ist die ich gerade erwähnt hatte. Die ich jetzt so noch weiß. So spontan. Die andere bin ich jetzt nicht mehr sicher. Ich hatte zwar irgendwie... Das ist mir auch aufgeschrieben. Aber das kann ja gar nicht sein. Aua. Egal, wir sehen es gleich. Erstmal holen wir die andere. Da muss dafür auch ins richtige Kapitel rein. Wow. Mario macht keinen Quatsch. So, blaue Schmetterlingssnacken, wa? Nein, da gibt's einfach nichts. Oh. Ich kann nur so ein Pech haben. Gut, Leute, machen was anderes. Ich organisiere noch mal ganz kurz Yoshi. Und dann sehen wir uns vor dem blauen Schmetterling. Und bis dahin habe ich hoffentlich wieder irgendwie richtig im Gedächtnis, wo zum Henker, dann muss ich erstmal gucken, aber auch ein Ananas. Wo zum Henker die letzte blaue Münze sein soll. Eben eine fehlt da noch, trotz allem. Trotz der ganzen Mühen. Eine wird noch fehlen. Ja, Freunde, da sind wir wieder zurück mit Yoshi Back to Action. Und wieso ich gerade hier rumgammle, das hat einen bestimmten Grund. Und zwar mir ist wieder eingefallen, wo die letzte Münze ist. Und zwar hier, beim Windrad. Man sieht's. Ja, eigentlich sieht man es nicht, weil ursprünglich, glaube ich, war mal die Idee dahinter, dass man sehen sollte, weil die Windräder unterschiedlich schnell sind sie aber gar nicht. Im Endeffekt geht es darum, wir müssen das ein bisschen schneller drehen. Und dann kommt noch eine blaue Münze. Wie man darauf kommen soll, das zu machen, sorry, aber kommt noch keiner auf die Idee, die Windräder anzuspritzen. Vor allem,
du hast hier so viele, das heißt, bei 1, 2 machst du es vielleicht, nachher denkst du, okay, klappt nicht, dann ist das halt fehl. Fertig. So. Und dann ist es nur so, es gibt in dieser Welt ab und zu so einen Typen wie den da oben, der voller Schmutz ist, und den auch freiwischen würde. Es gibt noch einen da hinten, da bei der Höhle, direkt darunter. Dann würde man eine andere blaue Münze kriegen, die habe ich ja bereits. Habe ich ursprünglich mal, wo ich es hier den Plan gemacht habe, irgendwie falsch hingeschrieben, notiert gehabt und dachte mir so, hä? Aber geht die gar nicht, weil ich habe ihn ja, eben, das war ein bisschen verwirrend. Aber so viel dazu. So, dann fehlt uns jetzt eigentlich nur noch eine einzige blaue Münze hier, dass es insgesamt 30 gibt. Und diese Münze ist nicht der hier, sondern ist ein blauer Schmetterling hier irgendwo. Irgendwo hier. Ah, da. Und damit, Freunde, haben wir alle blauen Münzen in der ersten Welt gesammelt.